Die Damen und die Herren, mein Name ist Thomas König, ich bin Philosophie zu erst noch am Lycée an. Wenn ihr die Video guckt, dann kann ihr wahrscheinlich die andere Video in der technischen Sprache nicht erklären. Was für wie? Kommen wir direkt zum Thema Methode des Arbres. Was ist es, was ist gut und wie geht es? Also, wie geht es mit der Methode des Arbres? Nicht wie geht es dabei? Ich hoffe, es geht es gut, aber das wollen wir nicht froh. Methode des Arbres ist eine Methode, die uns erlaubt, zu gucken, ob ein Raisonnement valid ist oder nicht. Das heißt, was muss gemacht gehen, als erst, wenn der Raisonnement kriegt, ist eine Transkription. Das heißt, wenn ich ein Raisonnement gehe, zum Beispiel, wenn es regnet, bleibe ich daheim, und es regnet, also bleiben nicht daheim. Das ist ein Raisonnement. Die zwei Prämissen, die eine Konklusion. Also du erst einmal zu sagen, ob das Raisonnement stimmt oder nicht. Weil das ist extrem simpel als Raisonnement. Das heißt, du brauchst nicht lange zu überlegen. Die sieht direkt, dass es stimmt. Wenn da aber etwas viel mehr Komplexes kreieren oder etwas, was nicht direkt in die Verbriefe gehen, in dem Moment ist es nicht schwer zu sagen, ob es stimmt oder nicht. Das heißt, was wir hier machen an der Logik, auf alle Fälle im Programm Premiere, was wir machen, ist Transkriptionen. In dem Moment haben wir nämlich die formelle Struktur von der Welt von den Raisonnementen und das erlaubt uns dann, Methode des Arbres anzuwenden. Und Methode des Arbres, die ist ganz einfach als Methode, also das ist eine einfache Methode par rapport zu den Alternativen, die erlaubt man nämlich herauszufinden, ob mein Raisonnement gültig ist oder nicht, valid oder nicht valid. Nicht invalid, schreibt das nicht, das ist falsch, non valid. Ne? Bon. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen vrai und valid. Wenn ich nämlich Methode des Arbres anwende, in dem Moment gucke ich just Symbolspruch von der Welt. Ich habe keine Ahnung, was die Buchstaben in Wirklichkeit bedeuten, was der Sinn dahinter ist. Das heißt, ich habe hier auch keine Ahnung. Stell dir mal vor, ich habe ein Raisonnement und die wäre valid. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht. Es kann sein, dass faktisch Fehler am Raisonnement sind, wenn ich gucke, was hat dem Buchstabe A, was hat dem Buchstabe B für Sinn ist. Wenn ich gucke, kann nicht sehen, dass das Raisonnement faktisch falsch ist, aber von der Logik hier wäre auf jeden Fall gültig. Wenn ich ein Raisonnement habe, das von der Logik hier nicht gültig ist, bei dem Moment brauche ich nicht dagegen zu argumentieren, weil das ist ja schon dann als Raisonnement nicht annehmbar. Wenn ich mit einer Person diskutiere, die Raisonnementen benutzt, die logisch verwerflich sind, wenn der Welt die nicht valid sind, dann ist es fertig. Ne? Dann brauche ich mir nicht kontrollieren, zu sehen, ob es faktisch stimmt oder nicht, weil ich weiß, von der Struktur her ist es schon falsch. Und in dem Moment, gut, nicht, dass ich im Moment recht habe, aber just eben, dass das Argument falsch wäre. Bon, wie war die Methode des Arbres? Wenn ihr euch erinnert, falls ihr das Video geguckt habt, den Intros-Video, da hatte ich Table de Vérité gewiesen. Es kennt wenn ihr ein Raisonnement holt, eine Table de Vérité macht vom ganzen Raisonnement und dann das mit den Nullen und mit den Enten ausfüllen gehen. Und dann gebe ich mir gesehen, ob das Raisonnement gültig wäre oder nicht. Das Problem ist, das ist extrem komplex. Die sind lang gegangen und wenn ich irgendwo verdient mit ihren Enten, mit ihren Nullen, dann können wir von Null aufhängen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es extrem nervig, weil viel Zeit wegfällt. Und es gibt eben eine viel bessere Methode, die Methode von der Methode des Arbres, die so genannt wird, weil eben das hast du ausgesetzt, wie Baum den auf der Kopf hängt. Das heißt, die Methode des Arbres, was die möchte, ist, sie geht gucken, was passiert, wenn ich davon ausgehe, dass mein Raisonnement falsch ist. Und wenn da ein Raisonnement kriegt, normalerweise kriegt ihr ein Prüfungsblatt oder eine Examenskopie, das Raisonnement drauf, das heißt ein paar Prämissen und eine Konklusion, was das dann macht, dass die so kontrollieren, ob das angab, ob das Raisonnement richtig ist oder nicht, gültig ist oder nicht. Was das dann macht, dass die schreibt das auf Blatt, das, was am Blatt tut, das muss ein bisschen wie ein Experiment benutzen. Das, was die macht, von der Methode des Arbres macht, ist, die holt der Prämissen, die schreibt sie in und in eng, schön brav und die anderen, am besten mit von ihrem Blatt, wie es übrigens Arbre geht. Ne? Und dann, wenn er das gemacht hat, drinnen schreibt er eine Konklusion, die dann nähert. Für was nähern wir die Konklusion? Weil wir wollen gucken, was passiert, wenn ich davon ausgehe, dass mein Raisonnement falsch ist. Und dafür eben die Negation auf der Konklusion. Wenn er Regeln kennt und die rechnet das alles aus und die stellt hier noch fest, dass an all den Branchen, die der hat, dass der Widerspruch hat, heißt das, dass das Raisonnement gültig ist, weil, wenn wir davon ausgehen, dass das Raisonnement falsch ist und ich kriege Widerspruch, dann geht alles falsch, wenn es falsch ist
an die wisst von die eng falsch ist, muss ja noch richtig sinn, dat heißt, de Resonment als gültig net die Resonment in Jumblatt und mit dann gab dat Resonment dat das gültig dat ver Blatt tut dat du dat falsch Resonment von Elo mat derem falsche Resonment feststellt dass net überall widerspricht krit hier steht jo dass net alles falsch ist wann man davon ausgehen dass falsch ist dem Moment dass dat Resonment aus der angab net valid wann der dat nieiert Resonment holt an die krit die überall widerspricht da gibt eben wie gesagt nicht alles falsch, also die verschiedene Sachen richtig. Das heißt, wenn man da gucken, ob ein Blatt, wo die gewiesen hat, falsche Konklusionen gibt, richtig Sachen, dem Moment kann die richtige Konklusion nicht richtig sein. Ne? Das heißt, für von der Welt verstehen, wie weit man Konklusionieren, steht am Buch schon nicht erklärt, probiert einfach zu evaluieren. Die hat so verschiedene Möglichkeiten für Sachen zu beweisen. Die hat die ganz komplizierte Möglichkeit, wo der gucken geht, als das Resonement richtig. Wie gesagt, das macht eine Table de Vérité. Und dann hat die heutige Methode viel mehr simpel, also viel mehr rapid, als mein Resonnement falsch. Wenn ich feststelle, dass mein falsches Resonnement mal widerspricht, wie gesagt, dann ist mein Originalresonnement ja richtig. Wenn mein falsches Resonnement mal kein widerspricht, dann muss mein Originalresonnement falsch sein. Gut, wenn du ein Buch holst, die hat 4 Operatoren: Konjunktion, Disjunktion, Implikation, Äquivalence. Die sind entweder richtig oder falsch an Regeln dazu, die sind an ihrem Buch am Deckel. Wenn der Buch holt, klappt er den Deckel für ab. Du hast Regeln. Wenn der Deckel umklappt, tut das nach ein Kehr. Für was zweimal da, sie kann ich nicht so, aber sie sind zweimal da, mit das genau dasselbe. Wenn du eine Regel guckst, da steht eine Konjunktion, normal ohne Negation drauf, an eine Konjunktion mit einer Negation drauf. Idem Disjunktion, eine mit Negation, eine ohne Negation, die Implikation eine mit und eine ohne. Das heißt, auch bei der Äquivalenz, da ist immer richtig, immer falsch. Die schreibt ihren Exerzice auf, mit all den Negationen, die schreibt eine Konklusion dahin, die macht eine Negation drauf und denkt drauf, wenn schon eine Negation drauf ist, gedenkt Doppelnegation, die schreiben wir nicht tun, die fällt fort. Und dann, da geht er gucken, was Prämisse so ist, oder was Konklusion sieht, und da geht er gucken, was so meine Regeln. Und dann holt er einfach die Regel, zum Beispiel eine Konjunktion, die nicht näher, das von der dann am Exerzice stehen hat, da geht er bei der Regel gucken, Konjunktion, die nicht näher ist, schreibt er das da hin. Bon, wenn du guckst, PEQ, bei meinen von meinen Regeln, da kleine schnell, PEQ stimmt, wenn nicht näher, das ist einfach PEQ stimmt, was muss da sein, weil da muss der P richtig sein, an der Q muss richtig sein, es gibt keine 23 Möglichkeiten, denkt an Table de Vérité, Trick, es gibt just eine einzige Möglichkeit, PEQ stimmt, wann der P stimmt, und wann der Q stimmt. Wenn du guckst, PEQ ist falsch, die sieht, du geht es gesplickt. Das heißt, P, der Q, alles biniert. Das heißt, dass man nicht wissen, ob der P falsch ist oder ob der Q falsch ist. Wir wissen, dass mindestens E von beide falsch ist. Das heißt, wenn dir die Zahl kriegt, PEQ ist falsch, nee, heißt das, dass entweder der E falsch ist oder den anderen. Vielleicht sind sie auch zwei falsch, wir wissen eben nicht mehr, geht durch, dass E von beide falsch ist. Das heißt, wenn du zurückguckst, geht bei Table de Vérité, PEQ ist richtig an einem Fall, PEQ ist falsch in 3 Fällen. Dafür auf der Platz geht die Branche. Gibt eine Branche an der Welt, PEQ ist richtig, gibt eine Branche, P richtig, Q richtig. Wenn PEQ falsch ist, oder verschiedene Möglichkeiten, dafür splicken wir. Wir schreiben nicht die 3 Möglichkeiten dahin, wir schreiben nämlich just die 2 dahin. Bei der Disjunktion ist es umgedreht, PUQ ist richtig, entweder wenn der P stimmt oder wenn der Q stimmt. Dafür schreiben wir da eben bei PUQ 2 Branchen hin. Auf der anderen Seite, PUQ ist falsch, wenn der P falsch ist, und wenn der Q falsch ist. Wenn die 2 Sachen, wenn ich 2 Möglichkeiten habe und die 2 Möglichkeiten sind falsch, dann ist mein Satz, der seht ihr schon, entweder die eine oder die andere Möglichkeit natürlich auch falsch. Wenn ich 2 Möglichkeiten und dann mindestens eine von beiden ist richtig, dann ist der Satz ja richtig. Wenn ich so, dass entweder der dient oder der andere und dass der dient und nicht der andere, dann ist mein Satz richtig. Wenn der andere ist und nicht der dient, dann ist der Satz auch nicht immer richtig. Dann die Implikation, die ist ein bisschen kompliziert, wenn ihr guckt, P implique Q ist richtig, da wird getrennt, da gehen 2 Branchen abgemacht, entweder wenn der P falsch ist oder wenn der Q richtig ist. Wie weit wird da gesplickt? Und auch wenn der Table de Vérité guckt, wenn der P falsch ist, dann ist
die Implikation gar nicht fällig. Meine Implikation sieht man ja, wenn der P passiert, dann muss der Q passieren. Das heißt, wenn der P nicht passiert, dann kann der nicht falsch sein, also ist es richtig. Oder auf der anderen Seite, wenn der guckt, wenn der Satz hat, die sieht P impliziert Q und der Q ist da, dann ist das Resultat ja angetreten. Dann ist es noch egal, ob der P angetreten ist oder nicht, das Resultat stimmt. Das heißt, mein Satz, wenn P der Q, die stimmt, entweder wenn der Satz die Frage sich stellt, wenn der P falsch ist, oder wenn der Q stimmt. Dann muss es ja auch stimmen. Wenn der aber guckt, P impliziert Q ist falsch, du geht nicht gesplickt, du geht eine einzige Möglichkeit, P impliziert Q ist falsch, wenn der P stimmt, also das Resultat ist falsch, mit Konditionen ist erfüllt. P impliziert Q ist falsch, wenn der P stimmt, mit der Q falsch ist. Das heißt, wenn ich so, wenn es rennt, bleibt nicht daheim, der Satz ist falsch, wenn es geht rennen und ich will nicht daheim. Da wäre der Satz einfach falsch verloren. Nicht dramatisch ist, die ganz vielen Schüler, die hängen, ich will zu mengen, eine Sache, die falsch ist, das ist schlecht. Das ist komplett egal, ob eine Sache richtig ist oder nicht. Weil wenn eine Sache falsch ist, ist ihr Konträr richtig. Respektiv, wenn eine Sache richtig ist, ist ihr Konträr falsch. Das heißt, von daher, wir sind hier rein am Logischen, hier sind kein Werturteiler. Da haben wir hin oder her. Denkt dran, bei der Implikation, die ist richtig, wenn sie entweder wenn die Frage sich nicht stellt oder wenn das Resultat da ist. Und auf der anderen Seite ist es falsch, wenn die Frage sich gestellt wird, wenn die Kondition erfüllt ist, mit Resultat nicht da ist. Und dann nur die Äquivalenz ist richtig. Und du siehst, da geht immer gesplickt. Es ist richtig, entweder wenn die zwei Propositionen gleichzeitig richtig sind oder wenn sie gleichzeitig falsch sind. Das heißt, wenn sie dieselbe Wert haben. Und eine Äquivalenz ist falsch, dem Moment, wo sie nicht dieselbe Wert haben. Das heißt, wenn ihr guckt, P äquivalent Q ist richtig, wenn ihr das trennt, entweder wenn der P und der Q gleichzeitig richtig sind oder wenn der P und der Q gleichzeitig falsch sind. Wenn ihr guckt, P äquivalent Q ist falsch, dann geht auch gesplickt, entweder wenn der P stimmt und der Q falsch ist oder wenn der P falsch ist und der Q stimmt. Das heißt, wenn die zwei Buchstaben nicht dieselbe Wert und nicht äquivalent sind, in dem Moment ist die Äquivalenz falsch. Easy. Bon. Für ich noch nicht lang durchstehen zu lassen mit ganz viel Theorie, gehen wir ein Exerzice durch. Und zwar den Exerzice 1 auf der Seite 134. Wenn das Seite 134 an Ihrem Buch abschlägt, da sieht ihr, respektive, wenn ihr über einen Ekran guckt, die hat da stehen das Raisonnement, das ist die Angabe, die ihr kriegt. Das, was ihr macht, ist die Prämissen in der Nähe schreiben. Und drinnen die Konklusion nieren. Dafür ihr seht, ein Exerzice, die erste Prämisse ist A und B, dann könnt ihr den Point Virgül, den feiert dann bei der zweiten Prämisse, und dann hat ihr den Konklusionszeichen oder A. Dafür ihr seht, wenn ihr da hinschreibt, A und B, drinnen die zweite Prämisse, nicht B, und drinnen dann eben A. Gut, was machen wir? Ich rechnen, solange ich Proposition komplex habe, die kann ich also nicht holen mit den Regeln, die ich für 2 Sekunden erklärt habe. Einzelbuchstaben wie A oder B, die kann ich nicht mehr also nicht holen. Aber ich rechnen, bis entweder eine von 2 Sachen antritt. Entweder alle meine Branchen sind so, dann ist mein Raisonnement valid, oder ich habe alle meine Propositionen verschafft und meine Branchen sind nicht all so, und dann ist mein Raisonnement nicht valid. Aber passt auf, es muss nicht sein, dass ich alle Proposition muss verschaffen, mein Raisonnement kann valid sein, ohne dass ich alles ausgerechnet tun. Das heißt, wir rechnen und dann gehen wir gucken, ob wir überall Widersprüche kriegen oder nicht. Dafür zurück zum Exerzice. Wenn ihr guckt, die seht A und B drinnen oder nicht B und drinnen nicht A. Das ist das erste, was er macht. Die schreibt Prämissen dahin und nie die Konklusion. Hier hat er eine einzige Zahl, eine einzige Proposition komplex, die da könnt ihr also hinholen, dass die ewige Zahl A und B. Da gehen wir in die Regel gucken, das tut als eine Implikation, die stimmt. Dafür schreibt er das dann. Und dafür schreiben wir das da getrennt drinnen. Da gehen dann Branchen auseinander. Das heißt, an der linken Branche dort ein A und an der rechten Branche dort ein B. Und da, wenn der gucken geht, wo sind Widersprüche? Und da passt auf, die geht immer rauf gucken. Nicht rüber in die anderen Branchen. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Die Branchen drücken hier verschiedene Möglichkeiten aus. Wenn ich A oder B habe, habe ich entweder, dass ein A stimmt oder schon, dass der B stimmt. Die 2 Sachen sind 2 verschiedene Möglichkeiten. Dafür gehen wir immer nur rauf gucken, ob Widersprüche da sind. Wenn ihr ein Exerzice guckt, ihr seht, wenn ihr beim A raufführt, bei einer Etappe drüber oder nicht A stehen, dass eine Kontradiktion. Da steht, dass A stimmt und ein bisschen weit steht, dass A falsch ist. Das kann nicht sein, das ist ein Widerspruch. Also machen wir ein Kreuz in
die Branche. Selbst beim B, wenn der darauf gucken geht, ein bisschen mehr hoch oder nicht B stehen, das ist auch ein Widerspruch. Das heißt, man auch ein Kreuz ändert, die Branche zu markieren, dass die widersprüchlich ist. Da rechnen wir nicht weiter. Wir kloturieren, wenn ihr wollt. Und was stellen wir fest? Alle Branchen sind kloturiert. In dem Moment sind wir fertig. Wir stellen eben fest, von alle Branchen kloturiert das, als das Raisonnement valid. Und dafür schreiben wir das noch dahin. Denkt dran, das muss da dahin schreiben. Das ist nämlich der ganze Sinn vom Exercice. Das ist auch die Aufgabe, die ihr kriegt. Verifier la validité du Raisonnement. Wenn ihr nicht dahin schreibt, ob er valid ist oder nicht, gut, das die Aufgabe nicht gemacht. Ne? Nach dem Exercice? Ja, gut. Den zweiten Exercice. A implique B, erste Prämisse, zweite Prämisse, non B, und Konklusion, non A. Bon. Schreiben wir im Schreiber auf, tak, 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 und dann Konklusion, non A, geht hier geschrieben, mit der Negation. Und wir nähern das, das heißt, wir kriegen nicht A, das geht eine Doppelnegation, die schreiben wir nicht um, dafür steht an dem Buch auch just A. Also Negation verschwindet nicht einfach so aus Jux, mit das eine Doppelnegation. Was bleibt, wenn ein Exercice guckt, A implique B, das ist die einzige Proposition komplex, die da ist. Die holen wir also hin, dafür gehen wir als Regeln gucken. A implique B, das ist eine Implikation, die nicht ein Ja ist, also imp 1, die Regel gucken, das wird gesplickt. A implique B, splicken wir links nicht A, und jetzt B. Und dann gehen wir einfach gucken, sind da Widersprüche, sind da kein Widerspruch. Wenn ihr ein Exercice guckt, nicht A aus dem Widerspruch mit A, B aus dem Widerspruch mit nicht B. Alle meine Branchen sind kloturiert und dafür aus mein Raisonnement nach rein. Exercice 3. A implique B, B implique C und Konklusion A implique C. Bon, wenn ihr Logik kennt, wenn ihr schon ein bisschen weit seid, dann seht ihr direkt, dass das als ein Syllogismus Hypothetik. Wenn A passiert, dann kriege ich B, das ist die erste Prämisse. Zweite Prämisse, wenn B passiert, dann kriege ich C. Also, wenn A passiert, kriege ich über MW C. Das ist meine Konklusion. Das heißt, eigentlich müsst ihr schon wissen, dass das muss stimmen. Aber wir müssen ja aber noch verifizieren. Dafür wir schreiben Prämissen daneben. A implique B, B implique C. Drinnen A implique C mit einer Negation, weil wir wollen gucken, was passiert, wenn das Raisonnement falsch wäre. Und lo passt auf, da 3 Propositionen komplex, die ihr könnt benutzen. Lass uns froh, mit welchen fängt man an. Bei den Exercices für drin haben wir immer einen eng, haben wir da 3. Mein kleiner Tipp, was der Mann splickt, was der Mann zu schreiben. Und das heißt, die geht bei der Regel gucken. Eine Implikation, die näher ist, die geht nicht gesplickt, während Implikationen, die nicht näher sind, bei die geht gesplickt. Das heißt, wir fangen an mit der ersten Zeile. Die ist nähert, A implique C, nie, das Ganze, das geht in der Nähe geschrieben, A nicht C. Laut ihrer Gesetze. Wenn ihr da gucken geht, ist es komplett egal, was ihr an der nächsten Etappe macht, ob ihr die ewige Zeile holt oder die drinnen, weil das ist nicht komplett egal, technisch gesehen, also egal, was das Resultat so oder so, das sage ich, das ist egal, wie ihr wieder geht. Guckt immer, ob nicht irgendeine Zeile da, wenn ich die verschaffen, dass ich da schon einen Widerspruch kriege, dass ich eine Branche kann so machen. Wenn ihr diesen Exercice guckt, wenn ihr die ewige Zeile holt, wo in einem Buch 2 neben drauf steht, wenn ihr die holt, du wird gesplickt, die kriegt nicht A und die kriegt B. Die hat schon eine Stunde, die hat nicht eine Stunde, das kann er kloturieren. Das heißt, die hat zwar 2 Branchen abgemacht, die eine geht direkt so, also geht es mit einer einzigen Branche weiter. Und dann, das Letzte, was wir noch machen können und müssen, das ist dann eben die 2 Zeilen machen, und B implique C, das geht auch gesplickt. Das geht dann links nicht B, aber jetzt C. Und dann gehen wir gucken, das sind alles Sachen, die am Widerspruch sind mit anderen Buchstaben. Den nicht B ist am Widerspruch mit B, den C ist am Widerspruch mit nicht C. Und was stelle ich fest? Alle meine Branchen sind kloturiert und dafür ist mein Raisonnement valid. Das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das gesagt, wenn ich ein bisschen ist, kommt man Logik ziemlich schnell, weil das Syllogismus Hypothetik ist. Aber das war es dann. So. Wenn ihr wollt, und auch wenn ihr nicht wollt, machen wir noch ein Exercice, weil wir so gut am Gange sind. Dafür machen wir ein Exercice 4 auf der Seite 135, machen wir, ich erkläre nicht. Wenn ihr den Exercice guckt, A implique B, nicht A, und Konklusion nicht B, Standard, wir schreiben nicht dahin, ewige Zahl A implique B, drinnen noch A und dann B. Und da seht ihr die eigentliche Proposition komplex, nämlich A implique B, die holen wir also nicht. Und das ist eine Implikation, die nicht näher ist, das heißt, das wird gesplickt. Und dafür, wenn ihr ein Exercice guckt, noch A links und B rechts. Bon.
Da gehen wir gucken, sie widerspricht du, in diesem Fall sie kein widerspricht du. Und dafür stellen wir fest, ich kann nicht mehr machen, alle Mengen Propositionen komplexen sind also nicht gerechnet, ich schon nicht mit zu rechnen und nicht alle Mengen Branchen sind so. Ich schon also nicht überall widerspricht kriegt und dafür ist mein Exerzice nicht valid. Also schreibe nicht hin, Raisonnement non valid. Voilà, und du, wenn du willst, das tut valid die Intro, da haben wir 2, 3 kleine, simple Sachen für ein bisschen, ob du gut kommen, logge ich mal bei den Exercice 5 auf der nächsten Seite, auf der Seite 136. Aber wenn ihr den dritten Exercice anguckt, den passt quasi schon nicht mehr gerade hier auf dem Blatt. Das ist schon genug Text, aber das ist noch ein einfacher Exercice. Das heißt, lass dich nicht erschrecken. Das ist das Wichtigste. Lass dich nicht erschrecken durch all die Buchstaben, das ist normal. Wer das mehr oft übt, wer da mehr den Reflex dafür kriegt, dafür kein Stress, Schritt für Schritt. Und dann geht alles gut. Hier auch A implique Separateuren. Klammer op, B implique no A, Klammer zu, das ist die erste Prämisse. Die zweite Prämisse, A équivaut à B, en Konklusion non A et non B. So was hier interessant ist, dass selbst wenn ihr am Anfang auch gerne falsch möchtet, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht mehr ganz am Anfang seht, aber non A et non B ist meine Konklusion. Ich schreibe die raus und dann stelle ich fest, der nicht A behält seine Negation, der nicht B behält seine Negation und das Ganze geht nicht. Wie geht das? Das sind verschiedene Leute, die meinen, das wäre eine Doppelnegation. Aber wirklich geht das so, der nicht A als niiert, der nicht B als niiert, aber das sind just Elemente von der Konklusion. Das, was niiert, geht als die ganze Konklusion. Das heißt, der A hat am Anfang eine Negation, der B hat eine Negation und die ganze Konklusion hat auch eine Negation. Da ist keine Doppelnegation. Dafür ist es normal, dass du die 3 Striche da sind. Das heißt eben, dass der A separat niiert geht, der B geht separat niiert und nicht A und nicht B am Ganzen sind niiert. Keine Doppelnegationen. Voilà, und dann lädt er das. Man fängt an, wenn er guckt, hier hat er leider Gottes keine Zeile, die nicht gesplittet gehen. Dafür ist es relativ egal, was er aufhängt. Dafür machen wir hier am Exercice so, wir holen die Äquivalenz. Das heißt, auf der einen Seite A, B, auf der anderen Seite nicht A, nicht B. Das geschieht brav gesplittet. Und dann geht er den nächsten Schritt gucken. Die holt er Konklusion. Das ist eine Konjunktion, die näher ist, die muss also gesplittet gehen. Der nicht A muss falsch sein und der nicht B muss falsch sein. Das heißt, schreiben. Aber wenn du schaust, das vielleicht ein bisschen kompliziert. Die hat 2 Branchen, die oben sind. Das Resultat da von den Propositionen, die danach macht, die muss da in alle Branchen schreiben, die nach oben ist. Das heißt, wenn der Lo rauf geht, schreibt er das Resultat Lo zweimal hin in alle Branchen, die innen drin oben ist. Dafür steht ein links AB und ein rechts AB. Links sieht er den A und die B, die geht man nicht so. Rechts par contre A und nicht A, B und nicht B, die gehen so. Bon, das heißt, rechts machen wir so. Links bleibt alles op. Also bleibt nach die Ewigkeit A implique zwischen Klammern B implique no A, muss man den nachmachen. Da schreiben wir das hin, das geht auch gesplittet. Das heißt, wir hatten 4 Branchen, von denen 2 direkt zugegangen sind, da haben wir noch im 4. Wir stellen fest, die 2 nicht an, die gehen direkt am zu. Das heißt, es bleiben just 2 Branchen. Und du siehst da, B implique non A. Und am zweitletzten Niveau B implique non A, das sind Remenkier, das ist eine Proposition komplex, die muss ich also holen. Und wie macht er das noch? Das geht Remenkier gesplittet, das Remenkier sind nicht Branchen, also Remenkier lässt sich mehr. Das ist noch nicht mal so. Und was kommt dabei raus? Nicht B links und jetzt nicht A. Und das ist natürlich schön brav am Widerspruch. Nicht B mit B bis mir hoch, nicht A mit A bis mir hoch. Und dann nur das. Alle Branchen zu, der Resonament ist valid. Und am Anfang ist der Luft hier alle Exercice. Wenn ich den Exercice 6 auf der Seite 137 anguckt, den gesagt schon ein bisschen mehr imposant aus, den ist es gar nicht. Wenn er 3-4 Monate Exercice geübt hat, und ich gehe mal davon aus, dass er das schon gemacht hat, da werde ich merken, dass das gar nicht so kompliziert ist. Du musst am Anfang für dich einfach gucken, über die Regeln, was 5 Minuten wegschalten. Wenn er am Korb gepasst hat oder das Video verstanden hat, dann wisst ihr ja schon quasi, wie es geht. Und ich werde merken, erst wenn ich merke, dass das ganz logisch ist. Und dann hat er das verstanden. Und dann geht das vom selber. Das heißt, wenn er eine Regel bis kennt, lehrt er für dich. Wichtig. Versteht, was er macht. Wenn er die bis kennt, da kann er das Exercice nur fangen. Und da, wenn er 2-3 Mal gemerkt hat, wie es geht, dann bin ich merkt, dass der Tote geht gesplickt, der Tote geht nicht gesplickt. Und dann macht er automatisch instinktiv
der richtige Schwan, dass der Ufang mit den Zahlen, die nicht gesplickt gehen, die führt weiter mit den Zahlen, die gesplickt gehen. Ich von einem merkt, der Wert mit Wert so geht und dann geht automatisch die Kiste weh. Also ein Arbre, die wirklich quasi geschenkte Punkte, wenn der selbstverständlich erst mehr macht, sie zu üben. Voilà, das wäre dann für als Intro zu der Methode des Arbres. Ich so nicht vielmals merci für ein Interesse. Ich hoffe, natürlich habt es brücht. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt mir auf podcast@lc.lu. Dann sage ich vielmals merci für das Gucken und dann bis demnächst.